Hallo miteinander und zurück sind wir. Nächste Episode Sprightly Thugs auf Minecraft. Hallo! Jetzt, wie versprochen, schon in der letzten Episode zeigen wir euch noch den nördlichen Part und die restlichen Gebäude mal im Überblick, damit ihr da seht, wie unser Dorf aussieht, was wir alles zu bieten haben. Ja, legen wir los. Jawohl. Da ist das Holzchalet Hotel. Das hast du auch relativ früh gemacht. He? Ja. Ich glaube, alles, was in der Nähe von der Basis ist am ehesten entstanden. Ja. Am frühesten. Erst später haben wir uns ein bisschen weiter weggetraut. Wirklich ein schönes Gebäude geworden, muss ich sagen. Mit dem elliptischen Dach, wie man dann sagt. Dann da unten unser Dorfbrunnen. Der Weg führt vorbei an diversen Gebäuden. Und wir dann sicher noch genau werden erklären, was das alles ist. Ja, meistens so Schaltstationen für irgendetwas oder Aussichtspunkte. Oder ja, aber architektonisch sieht das schon mal interessant aus. Alles ein bisschen anders gebaut, verschiedene Materialien. Genau. Eine Lavasäule. Oder ein Lavabrunnen. Ja, olympische Fackeln. Olympische Fackeln. Genau. Auch immer wichtig, weil die olympischen Minecraft-Spiele sind mal bei uns ausgetragen worden. Mhm. Das ist so das Überbleibsel, das ist eigentlich ein olympisches Dorf. Mhm. Da ist der Wohnsitz vom Digitron. Genau, Digi war auch viel bei uns noch in der Welt am Bauen. Und ja, das ist so sein Häuschen, das er errichtet hat. Noch nicht ganz fertig, weil er schon länger nicht mehr dabei war. Mhm. Aber im Grundsatz sieht es mal geil aus. Sehr holzverschwenderisch leider. Ja, das hat man alles für gut im Survival. Genau, aber er war es wert gewesen. Nebenan der Lift, wo in unser Stelzenhaus führt. Stolzes Stelzenhaus. Genau. Ja, ist auch ein Gebäude, das ich schon ein Zeitchen hergebaut habe. Da ist der Lift selber habe nicht ich entwickelt. Das ist natürlich auch etwas, was ich erfahren habe oder noch einmal gesehen habe. Dann haben wir es nachgebaut, aber ganz anders eingekleidet. Im Moment ist er noch ein bisschen im Umbau. Darum ist er oben noch nicht ganz fertig. Das ganze Gebäude sieht man aber schon mal im Ausmaß, wie das Ganze aussieht. Sicher auch ein interessanter Bau. Schön mit der Holzkombination, hell dunkel. Sieht von weitem ansprechend aus und einfach noch von näherem im Detail sehr schön. Ja, sieht sehr spannend aus da. Ob das da wirklich dauerhaft hebt mit diesen Stelzen, ich weiß es ja nicht, aber Ja. wir werden es sehen. Das ist, glaube ich, abgenommen vom Minecraft-Staat. Ah, schon. Staatlich geprüft. Mhm. Okay. Sehr effizienter Lift. Obwohl sehr zeitaufwendig zum Bauen. Also von dem her, wenn er einen baut, irgendwo in der Nähe von der Basis, wo er Sinn macht. Oder eben sonst so, wo er wirklich optisch zur Geltung kommt und man das kann demonstrieren. Jo. Ja, das hast du alles du erbaut. Also jetzt Tonmeister. Auf dem Berg oben ist das Tempelgebäude. Genau, für all die gläubigen Villager. Einmal wichtig, dass man irgendwo einen Tempel hat. Es ist leider noch nicht ganz fertig, weil es ist vieles aus Quarz gebaut, das man nur im Nether kann abbauen kann. Und das ist sehr, sehr mühsam und aufwendig. Variante. Genau. Und ja, man sieht, auf was es raus will, aber es braucht noch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verfeinern und perfektionieren. Mhm. Dann ist natürlich das meiste mit unserer Minecart-Strecke verbunden, die hier gerade durchführt. Das ist so die erste Strecke, die da weit ins Land rausgeht. Die führt vorbei also unserem Villager-Dorf.
Das ist eigentlich schon seit dem Anfang da gewesen. Wir haben es dann wieder ein bisschen renoviert und neu besiedelt. Villager sind natürlich sehr praktisch auch. Wir haben mit denen können gewisse Farmen bauen. Sie könnten theoretisch auch selber anbauen, so was Getreide und all das anbelangt. Das manchmal auch noch hilfreich sein. Haben wir jetzt nicht gerade ausgenutzt, aber wird sicher mal noch der Fall sein. Genau. Dann der Weg hier links führt zu unserem Kinogebäude, zu unserem Kinokomplex. Genau. Open Air Kino. Das Abaton von Minecraft Land, Sprite Land. Mhm. Im Moment läuft gerade der Knotfilm. Ist sicher ein interessantes Ding zum nachher anschauen. Werden ihr auch noch sehen. Genau. Dann das grosse Riesenteil hier, der riesen Mammutbaum, ist die XP Farm. Unsere Monsterfarm, wo wir Creeper, Zombies und Skelette sammeln. Und dann mit einem Schlag killen können. XPs sind natürlich sehr wichtig, damit wir immer anständige Waffen haben, anständige Äxte, anständige Hacken, um Zeug abbauen. Weil von dem her überlebt man, von dem her kann man das ganze Zeug bauen. Und auch wenn man das schon von Grund auf irgendwie gescheit in den Weg leiten kann, damit man genug XPs hat, kann man eine gute Waffe haben. Und ja, ich denke, etwas vom Wichtigsten, gescheite XP-Farm. Genau. Ist noch gross geworden, oder? Ja, schon, ja, da sind ein paar Bäume haben wir dran glauben und ein paar Steine. Ja, jetzt sind wir im Dschungel abbauen, natürlich nur das feinste Holz verwendet. Natürlich. Ja, aber das haben wir schon oft rausgeholt wieder. Ja. Nebenan ist also ein Creeper-Denkmal. Oder also ein Creeper-Altar, Platz. Ja, da haben wir gezähmt sozusagen. Mhm. Die anderen haben ja relativ einen explosiven Charakter, wie man so kann sagen. Und er ist handsam geworden. Genau. Aber ja, ist auch nicht so einfach gewesen. Nein. Wir werden mit dem Survival mal zeigen, dass man um den rumtanzen und er kann nur blöd schauen und nicht machen. Ja. Ja. Haben wir noch? Ja, da hinten haben wir noch ein bisschen den Netherabgang und noch ein Gebäude, wo wir dann eine Ausladestation noch gemacht haben. Genau. Das haben wir in der vorherigen noch nicht erwähnt, aber das ist, glaube ich, auch noch etwas, was in unser Hauptdorf hineingehört. Wir haben sicher vieles vergessen, was wir auch noch nachholen werden, aber ist mir das Netherportal auch sehr wichtig, um in die andere Welt zu bekommen, um eben Quarz abbauen, viel Lava holen etc. Die Spiele haben, die kennen es. Genau. Ich würde sagen, schönes Gebäude. Schön geworden, es war mal grösser, haben wir ein bisschen anpassen, weil aussen jetzt viel anders noch gebaut worden ist. Darum ist eher das Land enteignet worden vom Netherportal. Mhm. Und ja, jetzt steht es halt so da. Aber das lange da dabei. Ja, ja. Ja, das wäre also der zweite Teil gewesen. Vom nördlichen Teil. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Ja, mal. Also ich würde auch sagen, es gibt noch vieles anderes zu entdecken. Es hat noch ein paar andere kleine Niederlassungen, die wir weiter weggebaut haben, in anderen Biomen. Auch sehr sehenswert. Da gibt es natürlich alles, was wir noch im Detail anschauen können. Wir haben jetzt alles mal grob gezeigt. Von dem her sehr, sehr viel zu entdecken. Und wir machen jetzt Minecraft, glaube ich, ein bisschen attraktiver für die, die es noch nicht kennen. Für die, die es kennen, vielleicht sehen ihr ein paar Sachen, die ihr bis jetzt noch nie gesehen habt. Selber noch möchten ausprobieren. Schreibt auch gerne sonst mal unten in die Comments rein, ob ihr wollt Sachen wissen, mit uns zusammenspielen oder was auch immer.
Ja, interessante Minecraft-Welt. Und es wird schon wieder dunkel. Mhm. Und ich würde sagen, es ist Feierabend für uns. Genau. Also, bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Bis zum Episode. nächsten Mal. Spread it Bye. Tags. Tschüss zusammen.